Guten Tag, ihr Leid. Wir spielen weiter Hytale. Und wir sind immer noch dabei. Guck mal, wo ist es denn? Da ein Reh. Seht ihr? Wir haben ein Reh. Haben wir in der letzten Folge gefangen mit meiner Megataktik. Liebe Diora, bitte sag, dass das eine Megataktik war. Mit der Mega-Singleplayer-Taktik. Mit der Mega-Singleplayer-Taktik. Sie hat mir quasi moralischen Beistand geleistet. Aus einem sicheren Ort raus, und zwar von da oben. Gut, es hat funktioniert. So, und jetzt... Wenn man, also ich glaube, das Reh dürfte schon so ziemlich das Schwierigste gewesen sein, weil das ja dauernd abhaut. So, jetzt habe ich mir so überlegt, wenn wir jetzt einen Truthahn, die müssen ja rüber zu den Vögeln. Wie kriegen wir denn die von da rüber zu den Vögeln? Das ist ja viel zu viel Arbeit. Deshalb habe ich vor, das Auffangbecken, sag ich mal, darüber zu legen. Hierhin ungefähr, ja? So. Und dann sollen da zwei Wege abgehen, zwei Tore. Das eine Tor geht dahin, das andere Tor geht dahin. Das ist so mein Plan. Ja, und dafür müssen wir zuerst mal Sonnenblumen aufheben und hier ein bisschen verbreitern. Das machen wir jetzt. Okay, dann verbreitern wir hier das ein bisschen. Wie es dazu was er will, haben wir sogar noch ein bisschen Boden. Und wenn wir das dann verbreitert haben und ausgebaut haben, dann dürfte es eventuell auch schon wieder Abend sein. Und dann kann man weiter Tiere jagen. Weil abends lassen sich deutlich besser Tiere jagen. Hat ganz einfach den Grund, dass da viele Tiere pennen. So, ich muss mal gucken. Also hier will ich es hinmachen quasi. Das muss dann halt ein bisschen breiter werden. So, aber... Da muss ich ein Bienending verlegen. Und da habe ich ja eigentlich gar keinen Bock drauf. Ja, mich kein Verleger. Wobei, ich muss es nicht verlegen. Ich muss ja nicht hier das Portal hinmachen, dass es gerade rauslaufen kann. Ich muss ja hier nur die Türen hinmachen. Hier. Mich stört ein bisschen, dass hier lauter Kühe stehen. Ich glaube, das Feld muss verlegt werden. Ich verlege das Feld darüber. Ja, das ist eine gute Idee. Ich verlege das Feld darüber und dann werden sich die Tiere hoffentlich da drüben, weil die Kuh, die steht ja immer da. Weil, weiß nicht. Weiß nicht, okay. Ja. So, ich brauche also noch ein bisschen Erde und eine Hacke und Samen. Dann machen wir das so. Guck mal, da liegt das Reh. Freut sich schon, dem geht's viel besser. Das hat jetzt hier frischen Salat. Dann geht's dem gut und dann denkt's, ach, das ist schon in Ordnung hier. So. Jo. Ja. Okay, also Salat können wir gebrauchen. Und was essen denn Tiere noch? Weizen. Komm, machen wir einen Weizen machen wir noch hin. Tomaten, was essen die denn? Rüben und so brauchen wir noch. Haben wir, glaube ich... Ah, warte mal, ich brauche ja noch die Hacke. Noch ein bisschen Mais hinmachen. Peperoni essen manche Tiere, das weiß ich. Ich geh mal raus ein bisschen ernten. Das sollte jetzt eigentlich in voller Blüte stehen und erntbar. So, guck. Karotten, ja, na klar, Karotten brauchen wir noch. So, ich hab hier einfach wild erstmal alles zusammengepflanzt, damit wir Zeugs haben. Das will ich dann auch irgendwann mal aufräumen vielleicht. Vielleicht auch nicht. So. Wie ist denn die Mehrzahl von Kürbis? Kürben? Auf jeden Fall mal nicht Cabanossi. Wie ist die Mehrzahl von Kinn? Weißt du? Ein Doppelkinn, zwei Doppelkinnse. Also. Dann ist ja gut. So, gucke. Dann haben wir auch wieder ein bisschen Stroh. Da hat die Katze ausgemacht. So. So, das lassen wir jetzt erstmal so. Okay. Ihr merkt schon, das gibt wieder ein Solo-Gelaber, weil die gute Frau Diora, die will ja lieber Jacuzzi bauen. Oder Ja, so. abfusen. Warte mal. Lass mal gucken hier. Du machst ja gar kein Jacuzzi. Ist das schon fertig? Ja, ziemlich. Wieso sind denn diese Pfosten da einzeln? Wohl da nicht, oder was? Du kannst auch den Jacuzzi ein bisschen breiter machen. So ist es nicht, ne? Ich meine, das ist ja nur so ein Wasserding. So. Okay. Alles klar. Oh. Flupp.
So. Alles klar. Was wollte ich machen? Ach ja, Feld bauen. Weißt du, und so schnell ist es von, ja, ich tue hier nur dies und das machen, das Ding darüber setzen zu, na, ich muss ein Feld anlegen. So rum geht das. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, und dann machen wir da rein Pfefferonen. Also. Und Salat. Salat. Und ein Weizen. Weil mehr habe ich im Moment noch nicht. So. Und Salat. Salat kriegt er 2. Und da ein Weizen. Der kommt da hinten hin. So. Machen wir noch eine Pepperoni hier. Zack. So, das muss erstmal reichen. So. Ich habe ja ganz vergessen. Ach Mann. Da bräuchte man ja auch Wasser. Haben wir eine Gießkanne? Ja. Okay. Habe ich noch nie benutzt. Wird's mal Zeit, oder? Komm, wir gucken mal. Ich meine, ich werde das ja eh nie wieder einreißen. Halt, ich bin zu weit, ja. Ich werde das eh nie wieder einreißen. Einreißen? Abmachen. Wo ist denn die Gießkanne? Ach, da. So. Falsch. Ich bin ein bisschen verwirrt. Seht's mir nach, ich komme gerade von einer schweren Krankheit. Findest du witzig? Mir ging's wirklich dreckig. Kann ja mal kurz drüber erzählen. Ich kam nach Hause von Arbeit und war zu faul zum Kochen. Ja? Oh, da ist ja Wasser drin. Und dann habe ich so die Holde, die Jura, gefragt, hast du Hunger? Ja, nö, sie hat schon bei ihren Eltern gegessen, die war ihre Eltern besuchen, hat schon bei ihren Eltern gegessen, hat keinen wirklich Hunger, also so, passt. Ist leer. Und dann, okay, dann muss also nur ich mir was zu essen machen. Ich bin aber faul, was mache ich denn? Und dann habe ich was war das? Eisbein. Da gibt es ja so abgepacktes Eisbein, so schön im eingeschweißt, weißt du? Und das ist 30 Jahre haltbar oder so. Oder so. Oder so. Und das schmeißt du einfach dann in den Backofen. Wie 40 Minuten und dann hast du geiles Eisbein. So. Und das habe ich mir gemacht. Und weil ich aber ein fauler Kerl bin, habe ich halt gesagt, ja, passt so. Ah, guck, die gehen schon rüber da. Da habe ich mir halt gedacht, ja, passt so. Ich brauche nichts dazu. Ich tue einfach nur Eisbein essen. Ich bin ja ein Karnivor. Ne? So. Also ich esse sehr gern Gemüse, aber ich war zu faul, Gemüse zu machen. Oder irgendwas Beilage zu machen. Und also dachte ich so, komm, ich esse einfach nur Eisbein. Das habe ich gemacht. Jetzt ist aber das Problem bei so einem Eisbein, das ist ziemlich fettig. Und das ist dann so auf dem Backblech. Und dann läuft so das Fett, das trieft so richtig raus, wenn es warm wird. Und dann ist das ja beim Backofen bei, keine Ahnung, 180 Grad. Und dann tut das Fett, das wird dann so kross und fest. Dann hast du wirklich so, wie so Fettchips. Also stellt euch einfach Chips vor, nur ohne Kartoffeln. Also reines Fett, aber kross. Und das schmeckt voll lecker. Und unter anderem habe ich das gegessen. Das gebackene Fett, reines gebackenes Fett. Wenn ich's so laut vor mir her sage, fällt mir auf, dass das eventuell eine dumme Idee ist. Ganz ehrlich, ich würde schon kotzen, einfach nur beim Gedanken drüber. Reines Fett gefuttert. Reines Fett, ihr Leute. Und das Fleisch vom Eisbein, was ja auch noch fettig war. Und sonst nichts. Kein Brot, keine Knödel, kein Gemüse, kein Obst, nix. Einfach nur Fleisch und als Beilage Fett. Und das habe ich gefressen. Und es war sehr lecker. Und dann bin ich recht früh ins Bett gegangen. Ich glaube um 8 oder 9 abends, ich bin ein alter Mann, habe ich mich ins Bett gelegt, ja. Und bin um 12 wach geworden und dachte mir, ui, hab ich Ranzespanne. Also mir ging's irgendwie nicht gut. Und dann bin ich um 12 wach geworden und habe festgestellt, mir geht's nicht gut. Ich weiß nicht, woran das liegt. So. Und dann bin ich um 1 nochmal wach geworden und dachte, mir geht's gar nicht gut. Und ich bin auch um 2 nochmal wach geworden und habe mir so gedacht, mir geht's gar nicht gut. Scheiße. Wenn ich so drüber nachdenke, mir ging's nicht gut.
Und dann, ich bin auch um 3 wach geworden. Ich bin quasi jede Stunde wach geworden und mir ging es immer dreckiger. Und deshalb habe ich recht wenig geschlafen und bin dann morgens auf Arbeit gegangen. Bin auf Arbeit und denke mir so, mir geht's gar nicht gut. Und hab das auch gesagt, hör mal, ich habe ein ganzes Eisbein gefressen, mir geht's voll dreckig. Ja, ist alles in Ordnung? So, ja, gar kein Problem, ne? Und dann bin ich so 2, 3 Stunden auf Arbeit. Ach so, ja, jetzt, Moment, dann war ich ja aber müde auf Arbeit, ja? Jetzt wird das ist wirklich, ich merke, wenn ich das so sage, das ist wie so eine Pyramide. Es fängt an mit einer dummen Idee und ich steigere mich Stück für Stück für Stück, wo ich immer höher, die dumme Idee wird immer blöder und dann gehe ich hin, bin ganz oben auf der Dummheitsspitze und denke dann so, jetzt bin ich aber recht hoch. Ich glaube, jetzt hacke ich mal unter mir die Pyramide kaputt. Mal gucken, was passiert. So, also, ich bin auf Arbeit, bin saumüde und mir geht's richtig, richtig dreckig. Und was macht man dann, wenn man müde ist und es geht einem dreckig? Oh, shit. Das war zu viel. Oh, Kacke, jetzt habe ich 100 Rüben gebaut. Hoppala. Siehst du? So. Das ist jetzt nicht gut. Was man dann macht, ist ganz einfach. Man trinkt einen Kaffee. Man muss dazu sagen, dass ich nicht gerne Kaffee trinke. Kaffee finde ich eklig. Nicht das da brauche ich. Ich finde Kaffee eklig. Aber zum Wachwerden habe ich halt einen Kaffee getrunken. Normalerweise trinke ich Mate zum Wachwerden, aber die lag noch im Auto, die habe ich vergessen und ich wollte dann ins Auto laufen. Also habe ich Mate getrunken zum Wachwerden. Und danach ging es mir so richtig, richtig dreckig, weil... Und dann irgendwann habe ich gemerkt, okay, es wird jetzt... Ich muss jetzt ganz, ganz schnell... Muss ich jetzt hier auf dem Klo. Und schlauerweise ist bei uns auf dem Klo so ein kleines Höckerchen vorm Klo, wo Klopapier draufsteht. So eine Packung. Und das ist sehr praktisch, weil man kann sich dann nämlich auf das Höckerchen setzen und kann mal den Klo genauer betrachten. So aus der Nähe, die Schüssel, wenn er versteht, was ich meine. Und mit jedem Schwall, der rauskam, hat es mir nach Kaffee geschmeckt. Es war so eklig. Ihr Leute, es war richtig eklig. Also, wenn es mir vorher nicht schon dreckig gegangen wäre, bei dem Geschmack, da ging es mir definitiv noch dreckiger, ja. Es war richtig schlimm. Es war richtig, richtig schlimm. Also, braucht man nicht. So. Und das habe ich dann noch 2-mal wiederholt an diesem Arbeitstag. Und bin dann nach knapp 6,5 Stunden, also in der Pause, habe ich mich dann einfach hingelegt und habe gepennt. Eine halbe Stunde so, Kopf auf den Tisch und einfach nur gepennt. Und der Kollege dauernd so, ey, Junge, kannst du auch einfach nach Hause gehen? Nee, ist alles in Ordnung, alles gut. Was macht denn jetzt die Kuh da unten? Komm raus, du Kuh. So, alles in Ordnung, ich brauche nicht nach Hause. Hier, krieg ich hin, ne? Ja, Arsch geleckt, nix krieg ich hin. So, das war's dann. Nach 6,5 Stunden, 7 Stunden, allerdings davon eine halbe Stunde Pause, also 6,5 Arbeitsstunden, bin ich dann nach Hause. War auch nicht weiter schlimm, es war nicht viel zu tun. Die ganze Arbeit so war zu tun. Ich hätte dann halt noch da ein bisschen helfen, da noch ein bisschen, tralala hin und her. Und hat also, ne, war es nicht schlimm, dass da jetzt einer fehlt. Ja, und dann bin ich nach Hause. Hab eigentlich meiner Freundin gesagt, also schon 2 Stunden vorher geschrieben, hör mal, kannst du um 5 Uhr, ich hatte um 6 Uhr Feierabend, kannst du um 5 Uhr losfahren? Ich habe keine Ahnung, wem du das geschrieben hast. Ich habe das dir geschrieben. Kannst du um 17 Uhr losfahren, sodass du so kurz vor 18 Uhr hier bist und kannst mich abholen? Weil mir geht's zu oll, habe ich geschrieben. Ich wollte nicht dreckig schreiben, weil sonst macht sie sich Sorgen. Mir geht's zu oll, ein bisschen schwummerig hier. Weiß nicht, ob ich fahren will. Oh, hoppala. So. Geh weg da. Ja, das mit dem mir geht's zu oll habe ich noch gekriegt. Ich habe noch Ja, genau. Eine halbe Stunde später habe ich das andere geschrieben. Ja, das und kam dann nie an. war es ja aber schon 16:30 Uhr oder so. Und dann habe ich das wieder gelöscht. Sie hat es noch nicht gelesen gehabt. Ja. Und habe das dann einfach wieder gelöscht. Weil ich mir dachte, nicht, dass sie mir dann jetzt doch noch entgegenfährt oder so. Ich glaube, du hast halt einfach da gelegen, hast gepennt oder so. Hast Ja, jedenfalls. ja. So. Immer. Und dann bin ich halt nach Hause gefahren, wie so ein Opa mit gefühlten 5 km/h oder so. Bin nach Hause gefahren, hab mich auf die Couch gelegt, aber so, dass mein Oberkörper so eine Mischung aus Sitzen und Liegen, das halt, ne? Und bin dann, keine Ahnung, um 6 oder so war ich dann zu Hause.
und habe mich auf die Couch gelegt und bin dann irgendwann so seltsamerweise eingepennt. Was ist das nochmal für Sand, was ich hier brauche? Ah ja, Sand gibt's da oben. So, sorry. So, das da, oder? Weißer Sand. Erde. Ja, Erde brauche ich. So, jetzt hat... Sorry. Ja, ich weiß, das ist jetzt mega interessante Geschichte, ich weiß. Ja, und hab dann halt gepennt, bin dann irgendwann abends oder so gegen 10 oder 12 mal aufs Klo gegangen. Erstmal in Ruhe hingesetzt, ein bisschen gestrullert und dann gedacht, so, jetzt spülen wir mal ab und drehen uns mal andersrum. Aber ist alles drin geblieben, hat aber immer noch nach Kaffee geschmeckt. Also wirklich, das war eine Tasse Kaffee. Das war das ekligste überhaupt, dass das immer nach Kaffee geschmeckt hat. Das war richtig bäh. Richtig bäh. So. Ja, was lernen wir da draus? Genau. Wenn du was von mir willst. Und was lernen wir da draus? Ja, nix. Was soll man denn da draus lernen? Doch, ich habe was draus gelernt. Ich habe meiner Freundin gesagt, ich habe noch ein Eisbein hier liegen. Schmeiß das bitte einfach weg. Hat sie übrigens nicht gemacht. Sie will mich leiden sehen, weißt du? Ich jetzt nicht, aber vielleicht andere. Ja, und ja, ich habe also quasi gepennt. Eigentlich habe ich 12 Stunden mehr oder weniger durchgepennt. So gegen 6 habe ich auf der Couch gelegen und so gegen, na stimmt nicht, um 12 heute Morgen bin ich aufgestanden, 7 wach geworden und dann einfach nochmal weiter gepennt. Aber es geht mir heute deutlich besser. Habe auch fast keinen Kaffeegeschmack mehr im Maul. Also wirklich, der Kaffee, der hat mir den Rest gegeben. Nie wieder Kaffee. Bleibt bei meiner guten alten Mate, echt jetzt. Also Kaffee ist ja wohl, Kaffee ist der Saft des Teufels. Ja, ist halt so. So. Also ich mache jetzt hier, ist das hier überhaupt ein Zaun? Schon, oder? Ach, das ist ein ganz anderer Zaun, ist egal. So. Also, habe ich euch jetzt genug mit meiner mega Leidensgeschichte gequält, ja? Sehr schön. So, müssen wir gucken. Wie sieht denn so ein Zaun... ach, die gucken ans Stroh! Ja. Jetzt weiß ich, was die hier dauernd gucken. Ich hab's schon woanders hingemacht, aber die gucken trotzdem immer noch dahin. Ja, okay. Jetzt verstehe ich das erst. Also, das sind 2 Zaunteile. Hat so einen Zaun. Okay, das wäre 1, 2. Und hier 1, 2. Das heißt, hier muss ich den Zaun hinstellen. So. Oh, ich habe keine Zäune mehr. Ernsthaft jetzt? Alter, wo habe ich denn die... Wieso habe ich denn... Oh Mann, ich habe die falschen Zäune benutzt. Warum kann ich denn... Und ich wundere mich noch, das sieht aber irgendwie anders aus wie die anderen Zäune. Ja, weil ich dumm bin. Okay, seht's mir nach, ich hatte eine schwere Krankheit. Ich habe genau gesehen, was du gemacht hast. Cool ausgesehen. Fährt der oben, wo die Schienen aufhören, fährt er dann weiter? Ja. Okay, also aber halt nicht auf Schienen. Also fällt ihr dann runter auf die nächsten Schienen? Ja. Cool. So. Normalerweise achte ich ja beim Zaunbau ein bisschen hier drauf, dass die Zäune richtig zueinander stehen, weißt du? Moment. Also ich drehe die dann eigentlich. Aber das habe ich jetzt hier keinen Bock drauf. So, sieht doch gut aus, oder? Gut. Ja, aber warum tut die Kuh da rausgucken und die guckt sich gerne die Bienchen an? Auch nicht schlecht, okay. Jetzt müssen wir hier... Moment. Da müssen wir jetzt ein bisschen tricksen, weil ich habe nämlich Angst, dass wenn ich jetzt hingehe... So, und die Dinger hier rausmacht, dass sie sofort alle rausrennen. Das wollen wir natürlich nicht. Deshalb habe ich jetzt... So, hat funktioniert. Das da kann man wieder wegmachen. Okay, jetzt müssen wir schnell sein. So. Okay, hat funktioniert. Hat funktioniert.
Okay. Ich bin halt auch am Überlegen, den etwas höheren Hühnerzaun wieder runterzunehmen. Ich habe ja nur einen höheren Hühnerzaun, weil ich Angst habe, dass die fortfliegen. Es ist bisher noch keiner fortgeflogen. Jetzt ist die Frage, liegt das am hohen Hühnerzaun? So, dann machen wir das jetzt hier genauso, weil die Kuh sieht nämlich aus, als wollte sie gerade eben so, oh geil, der macht mir jetzt hier auf. Nee, mache ich nicht. Damit die Kuh da nicht auf dumme Ideen kommt. So. Sorry. Wollte ich nicht hauen. Naja. Gisela? Nee. Ist doch viel zu früh für Gisela, oder? Oh. Hä? Ach so. Gisela. Kann der mich mit einer Keule kloppen und ein Schwert droppen? Ja. So. Jetzt steht er schön. Okay, jetzt kommt das hier wieder weg. Oh ja. Reicht das da hinten überhaupt für mein Portal? Muss ich ja auch erstmal gucken. So. Ich sehe dich da drunten nur rumhüpfen, hey. So. Guck mal, das passt genau hin. Also ja. Und auf die Rückseite hast du ja den Mega-Tipp gegeben, dass da nichts passiert, tun wir auf der Rückseite den Zaun etwas erhöhen. Das ist eine sehr gute Idee. Gegeben. Ich habe halt gesehen, wie das die da durchlas und ja, weg war. Das war schon relativ offensichtlich, was da passiert. So. Okay. Also hübsch ist es nicht, aber das, was du da baust, ist jetzt auch nicht gerade ausgebuttert an Schönheit. So. Nee, leider nicht. So, dann können wir hier auch mal ein bisschen einen Zaun einreißen. So. Also hier könnte man dann die Tür aufmachen. Kann das da rausgehen, ja? Hier könnte ich eventuell sogar noch ein bisschen enger machen. Ja, das machen wir, oder? Machen wir ein bisschen enger. Oh, ich glaube, man kann jetzt mitlaufen und rechts gedrückt halten Steine platzieren. Das ging, glaube ich, das ist noch nicht irgendwie oder schwerer. So. Okay. Und da muss jetzt ein Zaun rein. Oder eine Tür. Nein. Ich guck mal, ob ich... Die Kuh gleich guckt. Ich guck mal, ob ich hier eine schöne... Gibt's da auch irgendwas, was die Kuh interessiert? Nö. So, ich guck mal, ob ich jetzt noch eine schöne Tür finde. Genau. Auch über Holz. Ich hätte gerne... Ja, Redwood. Mal hier hin. Hier gebaut. Na, kommst du her? So. Also das ist eine Standardtür. Wir können aber auch eine Holzfällertür reinmachen. Das ist einfach so ein Zauntor, weißt du? Nee, wir machen hier einfach das Zauntor. So. Jetzt müssen wir mal irgendwie, ich muss mal das Gemüse hier loswerden. So. Zack. Siehst du, Mais haben wir gar keinen mehr drin. Wir haben hier ein bisschen aufgeräumt. Mal gucken. Insofern, dass wir, komm mal her. Die zweite Kiste ist unsere Nicht-Gemüsekiste, ja? So. Guti. Oh, es wird Nacht. Sehr schön. Da kann ich mich ja dann gleich auf Dingens begeben. Auf die Pirsch. Aber erstmal muss ich hier das hier fertig bauen. Habe ich jetzt eine ganze halbe Stunde gebraucht für den Quatsch da. Halt dahin. Weil ich muss ja hier auch... Guck mal, das Küken gleich, wie es gleich rausgerannt kommen will. So geht das ja nicht.
So, So, gucken wir noch mal nach Feuer. 1. Wo machen wir denn hin? Und mal dahin, ne? So, bleibt immer schön drinne. So, wunderbar. Okay. Dann hätten wir das. Ich glaube, ich werde hier einfach die da ein bisschen abreißen. Oh, Entschuldigkeit. Einfach... Jetzt habe ich natürlich die Fackel da zernichtet. Damit die da mal wieder rüber gucken können. Freust du dich nicht, kleiner Pinguin, dass ich hier jetzt ein bisschen einreiße? Dann können die da wieder gucken, weißt du? Weil die wollen ja immer Vögelchen gucken. Und die Vögel wollen Paarhufer gucken. Und können nicht, die Armen. Deshalb machen wir darüber... Oh, alle. Jetzt habe ich dem auf den Kopf gehauen. Jetzt hör doch rein. Du dummer Vogel. So. Das sieht jetzt natürlich dumm aus. Naja, egal. Wir haben jetzt... Komm. Lass es so nicht lassen. So. So, das da drüben sieht auch dumm aus. Okay. Dann setzen wir da wieder eine Fackel drauf. Wobei, da ist ja eigentlich eine. Das passt schon. So. Die Fackeln da gehen auch. Das da muss noch ab. So. Passt soweit. Obwohl, ich will jetzt da eine Fackel drauf haben. So. Gut. Da hinten, da lasse ich, da drüben, da lasse ich noch die hohen Zäune. Das ist mir nicht so ganz geheuer. Aber hier ist in Ordnung. Da können sie gucken. So. Guti. Dann sieht das doch gut aus. Und es wird gerade dunkel, oder es ist schon dunkel. Dann würde ich mal sagen, wir sind noch nicht fertig. Wir haben noch 3 Minuten. Ich habe die letzte Folge schon so früh zu Ende gebracht. Das ist nicht gut. Und deshalb sage ich, wir gehen jetzt mal in den Kreativmodus, suchen uns eine Ebene. Was ist denn das da? Das ist eine richtig schöne Hütte hier. Hast du die gebaut? Eine Hütte wo? Ja, irgendwie nicht weit von unserem Ding weg. So, wir suchen uns also hier eine Ebene. Du hast jetzt nicht wirklich meine Jagdhütte. Doch. Das ist die mit dem Klo? Ah, ist das nicht die Fischerhütte gewesen? Nee, die Fischerhütte hat keine. Ja, was weißt du nicht? Du baust immer so viele Hütten. So, wir suchen... Oh, guck mal hier. Hier ist relativ flach. Hier sind zumindest mal Hasen, Frösche, Gegner. Ja, Gegner brauche ich keine. Da ist Übrigens, noch ein Reh. Von unserem Spawnpunkt aus, ne? Also dieses kleine Ding da. Da gegenüber diese Halbinsel. Ja, ich habe gerade keine Zeit zu gucken hier. Sorry, ja, da laufen viele Tiere und es ist flach. Brauchen wir noch ein zweites Reh? Ja. Okay. Dann würde ich sagen, Operation zweites Reh startet morgen. Tschö.